Radio Köln dreht durch. Mit Vanessa Nolte und Christian vom Hofe. Hallo, guten Morgen. Da kam doch noch eigentlich was. Schläfst du? Radio Köln dreht durch. Ich wollte doch gerade was sagen. Ed Sheeran, Bloodstream, gewünscht von Sonja aus Hohlweide. Sie hört diesen Titel immer zusammen mit ihrer besten Freundin. Ich dachte, da kommt noch so ein Akkord. Nee, habe ich gespart. Ja, wir sind etwas langsam im Kopf, weil wir seit 99 Stunden und 11 Minuten hier sitzen, freuen uns aber über Besuch. Christoph Kuckelkorn ist hier. Guten Morgen. Guten Morgen. Leiter Rosenmontagszug, Vizepräsident Festkomitee Kölner Karneval und Sie haben jetzt den Karneval gerade erfolgreich hinter sich gebracht. Rosenmontag, ist das so der stressigste Tag, den man haben kann, oder? Ja, es ist der stressigste Tag, weil er früh anfängt, um 3 Uhr morgens, weil er viel verlangt, aber gleichzeitig auch der erlösendste Tag, weil damit natürlich auch ganz viel von einem abfällt, wann denn der Zug am Schluss wieder im Depot ist und alles gut gegangen ist. Peter Brinks war vor einer Stunde hier, Sie kennen sich ja genau. gut, der ist am Rosenmontag mitgefahren und da haben Sie gerade erzählt, das war ganz schön hart für den, weil er ja auch ganz früh kommen musste. Ja, ganz genau, die Brinks feiern Sonntagabends traditionell immer sehr ausgiebig und dann am Montagmorgen aufzutauchen, war dann für ihn sehr schwer. Für mich dann heute die Genugtuung, ich konnte dann heute was länger schlafen und er musste früh aufstehen. Haben Sie sich noch gesehen oder nee, ne? Nee, aber wir haben SMS. Die Session ist vorbei. Fällt man dann schlagartig in so ein Loch? Weil man ist ja die ganze Zeit, man ist ja durchgetaktet ohne Ende. Ist es dann irgendwie dann bumm, plötzlich... Ja, in den letzten 2-3 Wochen vor dem Rosenmontagszug plant man ja schon das Motto und damit auch schon die neue Session. Wir sind jetzt in der Aufbereitungsphase des alten Zuges und gleichzeitig gehen wir schon nach vorne und überlegen, wie wir das Motto umsetzen. Also das ist schon irgendwo eine Schleife, eine Endlosschleife. Das geht immer wieder weiter. Wer bestimmt das neue Motto? Machen Sie das im großen Kreis oder sitzt da einer und sagt, so, ich möchte das als Motto und das müssen wir jetzt nehmen? Ja, wir haben einen kleinen Kreis innerhalb des Festkomitees. Wir machen uns Gedanken, auch mal strategische Gedanken oder wie dieses Jahr wollen wir auch einfach nur zum Blödsinn aufrufen und rufen dann eben ein Motto aus, was die Objekte dann wieder für ein Jahr beschäftigt. Auf dem Rosenmontagszug mitfahren, das ist ja für die meisten Kölner der absolute Traum. Gab es schon mal so kleine Bestechungsversuche irgendwie bei Ihnen, dass man da mit draufkommt? Also wir haben jedes Mal ganz charmante Ideen, wie sich Menschen da eben ins Spiel bringen. Mitunter versuchen wir die natürlich auch umzusetzen. Also wenn wir zum Beispiel auch diese Aktion Herzenswünsche haben, wo Menschen, die eben oder junge Kinder, die eben sehr krank sind, eben sich die Möglichkeit erhoffen, mal mitfahren zu können, dann machen wir das natürlich immer möglich. Aber es gibt auch schon mal denjenigen, der einen runden Geburtstag hat und wo dann die Familie zusammenlegt und irgendwie organisieren will, dass er in den Zug kommt. Und da versuchen wir auch alles Mögliche. Aber da gibt es keinen, der sagt, komm, ich zahle dir jetzt 200.000 Euro und dann bin ich aber vorne kurz vom Prinzen mit dabei. Ich glaube, die wollen wir nicht haben. Wir wollen doch die Leute haben, die mit Herz im Zug mitgehen und die das auch zu würdigen wissen. Christoph Kuckelkorn zu Gast bei Radio Köln. Wir spielen noch Ihren Wunsch ein bisschen später und es ist kein Karnevalstitel, kann ich schon mal verraten. Radio Köln, 17 Minuten nach 9. Christoph Kuckelkorn ist immer noch da. Mein Gehirn setzt langsam ein bisschen aus. Wir sind seit fast 100 Stunden hier. Es sieht hier bei uns, das müssen wir entschuldigen, im Studio auch ein bisschen verwohnt aus. Finden Sie das schlimm? Nee, geht, ne? Nee, ich fühle mich hier wohl. Sie haben sich auch schon an den Luftschlangen bedient. Genau. Wir sind jetzt seit fast 100 Stunden wach. Sie kennen Schlafdefizit auch aus dem Karneval. Wie gehen Sie damit um? Viel Kaffee oder einfach sagen, nützt ja nichts? Ja, der Karneval hat ja das wunderbare Konstrukt, dass das Ende definiert ist. Man weiß, Aschermittwoch ist es vorbei. Man kann sich die Kräfte bis dahin ein bisschen einteilen, ein bisschen haushalten und danach kann man sich ein bisschen ausruhen. Freut man sich dann auch, wenn es vorbei ist? Ja, also wenn man es dann genauso einteilt, dann ist am Schluss auch eine Phase, wo man dann wirklich auch nicht mehr kann. Und gerade der Karnevalsdienstag und der Aschermittwoch danach, das sind wohl so Tage, an denen man erstmal durchhängt und dann geht es aber auch weiter. Sie haben gerade gesagt, Ihre Kinder haben neuerdings ein anderes Radiohörverhalten. Ja, ganz genau. Also morgens beim Frühstück Radio Köln zu hören mit dem Mix, der da geboten wird, das ist schon für die Kinder was Tolles. Man kann auch schon mal als Eltern was erklären, die Lieder erklären, die Hintergründe erklären. Aber es ist auf jeden Fall tolle Stimmung morgens und herzlichen Dank an Radio Köln dafür. Oh, das ist schön. Wie alt sind Ihre Kinder? 10 und 13. Dann schöne Grüße und dann macht jetzt mal die Ohren ganz, ganz groß, was der Papa sich gewünscht hat. Ich hätte ja gedacht, es kommt jetzt irgendein Karnevalsklassiker, aber nein. Das Leben ist vielfältig. Sie haben was ganz anderes. Welchen Song und warum diesen Song? Ja, unter dem Song oder mit diesem Song haben wir als Kinder so im Alter von zwischen 10 und 11, 12 Jahren angefangen, so ein bisschen Playback zu performen. Erst mit den Tennisschlägern der Eltern, später haben wir uns dann Gitarren aus Holz gebaut und mit Alufolie beklebt. Dann haben wir erstmal uns selber was vorgemacht, dann den Eltern und später durften wir das den Freundinnen oder sogar auf dem Schulfest mal performen. Und das Lied verbinde ich damit ganz eng. Da würden mich jetzt Fotos aus dieser Zeit interessieren. Die gibt's. Ja, wirklich? Ja. Dann ganz viel Spaß. Herzlichen Dank, dass Sie vorbeigekommen sind. Ja. Und ein entspanntes Wochenende. Ja, danke. War schön hier.